wir in der Schweiz nicht nur ein Problem mit den Muslimen, haben wir jetzt auch noch ein grosses mit den Deutschen. Was sagen die Deutschen dazu? Die reagieren und sagen, wenn wir schon ein Problem haben mit uns, dann ändern wir das im Auftritt. Jetzt geben schon Deutsche Benimmkurs für ihre Landsleute, die hier in der Schweiz leben. Ja, geht's eigentlich noch? Oder um was geht's da wirklich? Das klären wir noch vor dem Halbzeit hier bei Radio 1. Am Mikrofon Christian Stoll. Mittwochnachmittag, 18 Minuten ab 3 ist es. Es ist Ihnen vielleicht auch schon mal aufgefallen, der Zustrom von Deutschen in die Schweiz nimmt immer grösseres Ausmaß an. In gewissen Branchen wird ja fast nur noch Deutsch geredet. Unter anderem im Gastgewerbe. Und für viele Schweizer ist das gewöhnungsbedürftig. Viele fühlen sich natürlich durch das auch brüskiert von den forschen Deutschen. Einer, der da will Abhilfe schaffen, ist der Wolfgang Förster. Und der Herr Förster bietet jetzt neu Seminare für deutsche Gastgeber in der Schweiz an. Ja, Herr Förster, um was geht's denn da eigentlich? Es geht um eine Sensibilisierung von den deutschen Mitarbeitern, die in der Schweiz in der Hotellerie, Gastronomie und anderen touristischen Dienstleistungen arbeiten. Sensibilisierung im Prinzip auf den Unterschied zwischen der deutschen Mentalität, dem deutschen Verhalten und dem Schweizer Verhalten. Weil es sehr interessant ist, dass wir Deutsche und Schweizer, wo wir so eng beieinander leben und so nah beieinander leben und so ähnliche Sprache sprechen, wegen dem gerade glauben, es sei alles so gleich beim anderen, aber es ist es eben doch nicht. Und Sie glauben ja auch? Sie glauben, dass das ein Bedürfnis ist? Das Bedürfnis, Unterschiede zu sensibilisieren, ja, definitiv. Und wie gross ist das Bedürfnis? Wie viele Leute kommen da zu Ihnen? Also wir haben jetzt das Pilot gestartet, Arosa, über den Arosa Tourismus. Und da haben wir von den Hoteliers also direkt sofort etwa 40, 50 Anmeldungen bekommen. Aber Herr Förster, Sie machen doch einen Denkfehler. Sie müssen doch den Kurs nicht in Arosa anbieten, sondern in Zürich. Wir haben das Arosa angefangen, weil aus zwei Gründen im Prinzip. Zum einen haben wir das Arosa angefangen, weil ich persönlich sehr gute Kontakte nach Arosa habe. Es hat über die Hotelfachschule zu Lausanne, wo ich selber studiert habe, hat der Direktor vom Arosa Kulm-Hotel gesagt, das ist ein gutes und interessantes Thema. Und wir haben das Arosa angefangen, weil es eine Feriendestination ist, wo auch sehr viele Schweizer zum Skilaufen gehen. Es ist ja so, dass der Schweizer, wenn er Urlaub macht, innerhalb von der Schweiz, will er sich natürlich nicht fühlen wie in Dresden. Und auf der anderen Seite auch der Deutsche, der in die Schweiz kommt zum Skifahren, will sich auch nicht fühlen wie in Dresden. Können Sie mal ein Beispiel bringen? Was tun Sie diesen Leuten in diesen Kurs konkret beibringen? Also es ist vor allem eine Sensibilisierung auf das Verhalten. Der Schweizer verhaltet sich untereinander respektvoller, verhaltet sich höflicher. Der Schweizer spricht viel mehr in Fragesätze, viel mehr in Konjunktivsätze. Das ist etwas, was von außen eigentlich angeschaut wird als Langsamkeit. Das ist es aber überhaupt nicht. Der Deutsche auf der anderen Seite, wenn er über sich selber schnurrt, sagt er ist sehr direkt, er ist offen, er ist ehrlich. Das ist aber teilweise eine Art, wo im Ausland und in der Schweiz auch als brutal und als überrennend angeschaut wird. Herr Förster, was würden Sie sagen, was sind die wichtigsten Punkte? Die wichtigsten Punkte sind gar nicht so kompliziert. Es ist ein offener Geist, eine Aufmerksamkeit, ein Wohlwollen auf das fremde Land und sicherlich manchmal auch der Blick in den Spiegel und zu überlegen und sich selber mal zuzulassen, wie wirke ich, wie töne ich, wie komme ich bei anderen an. Und wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, denke ich, dann kann man an der Reaktion von den anderen Leuten schon relativ gut ablesen, wirkt man positiv, kommt man sympathisch über oder hat man noch ein Verbesserungspotenzial. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Faktor, die Sprache, oder? Weil da gibt es ja so ein bisschen Diskrepanz. Auf der einen Seite versucht man als Ausländer die Heimatsprache zu reden und kommt dann in den Laden und sagt «Grüezi» und das kommt dann auch nicht so gut an. Was raten Sie da? Ja, da haben Sie absolut recht. Das ist natürlich das Problem. Also im Deutschen, ich wage es jetzt auch nicht auszusprechen. Das ist natürlich fast unmöglich, im Deutschen das Wort beizubringen. Ich versuche dann einfach es Grüß Gott zu sagen, was auch schon das Süddeutsche ist, was nicht so hart ist wie ein norddeutsches Guten Tag. Ein sympathisches süddeutsches Grüß Gott und nachher sollte man natürlich dann bei der Verabschiedung auch darauf schauen, dass man eben nicht Tschüss sagt, sondern dass man es Adieu sagt oder es Auf Wiedersehen. Im Zweifelsfall tönt immer noch besser wie das norddeutsche Tschüss, also da rate ich ganz davon ab. Wenn
Wenn man den Kurs bei Ihnen besucht hat, kommt man dann eine Urkunde über, erfolgreich angepasster Deutscher. Sie bekommen eine Urkunde über, sicherlich, aber da steht nicht das drauf, was Sie gerade gesagt haben. Sondern? Da steht drauf, deutsche Gastgeber in der Schweiz. Also, und das bietet dann doppelt Rahmen. Das war der Wolfgang Förster. Er bietet ein neues Seminar an für deutsche Gastgeber in der Schweiz.